Ditmal sei wie erst, wo die Oldkolonie en Kleingemeinde ihr Landhandelskontrakt gevoerd ungefähr lüd, den sie 1948 mögen, als sie taub den Rancho Los Hawaiis kauften. Danach ein bisschen mehr von den 1948-49 kanadische mennonitische Einwanderer in Mexiko und dann davon, was mit dem Jermoland geworden ist, nachdem die Mennoniten ihr 5 Jahre Pachtkontrakt im Januar 1955 aufrand. Die Kleingemeinde in Oldkolonie ihr Handelskontrakt von 1948 lügt kurzgevoerd ungefähr so als dit. Zwischen den Landverkäufer und den mennonitischen Landkäufer von Kanada ist es zu einer Vereinbarung gekommen, dass die kanadischen Mennoniten den Los Hawaiis Rancho mit seinen 52.000 Acker Land kaufen für $7 US den Acker, also für 364.000 städtische Dollar. Wieder ist vereinbart worden, dass die Käufer kurz ein Viertel von den 364.000 anholen und dann in den nächsten 3 Jahren jeder Jahr ein Drittel von den übrigen 273.000 mit 6% Zinsen bezahlen. Am 4. Februar wird das Handelskontrakt offiziell vorgemerkt, in dem Jakob Beiwieb, Jakob Neufeld, Bernhard Beidück und Isaac Beileuven den für die mennonitische Käufer unterschreiben und die Estradas für die Verkäufer. Die Oldkolonie kauften ein Drittel von diesem Land und die Kleingemeinde 2 Drittel. Weil diese Lied ihr Land über 3 Jahre ganz utholden, brauchten sie an ihre Landschuld doch keine Zinsen zahlen. Beide, die Kleingemeinde und die Oldkolonie, kamen 1948 und 1949 nicht mit Sieg nach Mexiko, so als die 1920er Jahren mennonitische Einwanderer, aber mit einer Trucks. In dem Buch Hague Osler Mennonite Reserve auf der 389. Seite ist ein Bild von Aaron Onros, Johann Peilepkis und Heinrich K. Bergens Families. Und der Truck, womit diese 3 Familien 1948 taub nach Mexiko reisen. Wenn Sie Gelegenheit haben, das Bild zu besehen, dann habt ihr eine Idee von, wo die meisten oldkolonische Einwanderer 1948 und 1949 von Kanada nach Mexiko kamen. Diese oldkolonische Lied dürfen noch nicht mit Freiheit Autos fahren, bloß mit großen Trucks. Die Kleingemeinde brachten ihre Sachen auch mit ihren großen Trucks nach Mexiko, aber viele von ihren Familien kamen mit ihren Autos oder Pickups. Für diese 1948-49 Einwanderer wird der Anfang in Mexiko all viel leichter als für die 1920er Jahren Einwanderer. Sie brauchten all nicht so viel Fehler schmerken, beim sich dem Klima anpassen in Mexiko, als die 1920er Jahren Einwanderer dort mussten. Dort mit dem Einackern richtig zu treffen, das können sie von der Johann Peters Familie lernen, die dort bei ihrer neuen Siedlung all viele Jahre geformt hat. Johann Peters war der älteste Sohn von dem damals sehr bekannten Geschäftsmann P.H. Peters von Borvalde. Bei der Johann Peters Familie konnten die neuen Einwanderer sich immer alles befreien und bei ihrem Land bearbeiten konnten sie alles aufsehen, was an fehlt. In die Santa Clara Sommerfelder wohnten auch und formerten auch nicht sehr weit auf, von wo diese neuen Einwanderer handtragen und noch mexikanischer Ort formen lernen wollen, so dass sie sich auch bei diesem Lied all vieles befreien und auch aufsehen können. Sich bei mennonitische Formen, die fernab von Kanada nach Mexiko gekommen wären, so vieles befreien und aufsehen zu können, dort wir ein großes Verrecht für die 1948-49 mennonitische Einwanderer von Kanada. Wer wären die Kleingemeinde, die 1948-49 von Manitoba nach Mexiko trocken? Für mich wären die Kleingemeinde, die 1948-49 von Kanada nach Mexiko kamen, so eine Mennoniten,
die in ihre Kirchen auch noch bloß leider aus dem alten Gesangbuch sangen, aber ob die bei uns sogenannte Zollenwiesen. Nicht auf die lange Wiesen oder alte Wiesen, zoals wir die sangen. En die brukten ihre Traktors all mit Gummreifen und fuhren all mit Trucks und Koren, wat wir noch nicht dürfen. Warum sage ich das so? Na, weil's, wenn die oldkolonische und kleingemeindliche Delegaten bei uns danach bleiben, dann sollte ich zu abends manchmal lang an unsere Sommerstove oder Schlupfstove, hatte der ein Ängstchen ob und hatte ich Tau, wat die Oomtjes sich an der andere Stove mit unserem Vater vertalten von allerhand Sachen. Einmal vertalten sie sich davon, wo die verschiedenen mennonitische Gemeinden dort in Kanada halten, wat da nur ihrem Denken nur all verweltlicht wir und so wieder. Ich will hier lang nicht alles vertalen, was ich da hier, aber eins fällt mir ganz besonders ab. Diese Männer stimmten scheinbar alle daran überein, dort, wenn eine Gemeinde nicht mehr dort alte Gesangbuch braucht, dann wird dort für ein von den Tekens, dort die Gemeinde all ein bisschen verweltlicht wird. Aber wo noch dort alte Gesangbuch gebraucht wird, auf die alte Wiesen oder die Zollenwiesen sangen, da stand dort mit der Gemeinde noch recht. Ja. Das kann ich nicht gut verstehen. Denn wir hatten Evangeliumsbeker in unserem Haus, und unsere Eltern lehrten uns die Evangeliumslieder nur die Evangeliumswiesen singen. Sie lehrten uns die Lieder am alten Gesangbuch, nicht nur die alte lange Wiesen singen, aber auch nur Zollenwiesen. Und nun wurden diese Männer und sogar auch noch uns Vater, dort karte Evangeliumswiesen an der Kirchen zu singen, ein bisschen verweltlicht haben, dort wir für mich ein bisschen abfallend, dort mir auch bei mir keinen Sinn. Aber ich muss dort für den Abend da beloten, ich kann zu keinem davon reden. Lothar lehrte ich noch andere Unterschiede kennen zwischen den verschiedenen oldkolonischen und kleingemeindlichen Gemeinden. Einen Abend aus der kanadischen Delegaten, oldkolonische und kleingemeindliche, 1947 war er bei uns danach bleiben, leidt einer von den kleingemeindlichen Delegaten, ich glaube dort wir Isaac Peileiben, sich von uns Junges ein Lied auf die lange Wies versingen. Während wir sangen, sah ich dort Leiben beim Singen Sohlen schreif. Und als wir fertig wären mit unserem Singen, dann seht er, die singen kreuz so wie, bloß alles ein bisschen länger. Wir sangen tüs auch Ferken noch Zollenwiesen, aber ich habe dort dann noch nicht gemerkt, dort die Noten von der alle lange Wiesen kreuz so wären aus den Noten von den sogenannten Zollenwiesen. Dort jeder Not bloß viel länger vertrocken wird beim Singen. Wer wären die Oldkolonier, die 1948-49 von Kanada nach Mexiko trocken? Wir vertelten all einmal davon, dort Johann Lepke, ein Halfbruder zu Isaac am Dick in Blumenfeld und zu Abraham Dick in Gnadenfeld, mal wir aus Prediger Behaig in Saskatchewan wohnen geblieben, aus der oldkolonischen Gemeinde von Dorno Patos Durango trok, und dort hij von 1928 an nicht mehr aus der oldkolonischen oder rheinländische Gemeinde Prediger geteilt wird, weil sie nicht mitgetrokken wie nach Mexiko. Dort Port von der oldkolonischen Rheinländer Gemeinde, wat in Kanada geblieben wir, hat Johann Lepke 1930 als ihren Ältesten gewählt und von einem Beichtholer Ältesten in Saskatchewan bestätigen lassen. Und nu, 1948-49, trok Johann Lepke als Ältester mit einer Gruppe oldkolonischer Familien, meistens von Saskatchewan, aber auch wenige Familien von Manitoba und von British Columbia nach Chihuahua, Mexiko. Ich weiß nicht gleich zu sagen, was die Hauptursachen wären, wo wir ein ältester Lepke mit einer Gruppe Oldkolonier nach Mexiko trok, aber eine Ursache wäre wohl, dass sie ihre eigene deutsche Schulen haben wollen für ihre Kinder. Was ich aber ein bisschen interessant finde, ist, dass ältester Lepke damit gerechnet hat, dass viele Familien von der oldkolonischen Gemeinden bei Cuauhtémoc übersiedeln würden nach der Quellenkolonie und sich durch ihre Gemeinde anschließen.
Johann Lepke wist er goed aan dat er al vele oud-kolonieën waren die Cuauhtémoc, die al jaren worden met vrijheid willen gomrijven brokken van tractors. En aan deze oud-kolonieën gemeend die nu van Canada naar Mexico zijn, durven de lied, van ook nog niet koren en pick-ups, aber al gomrijven tractors en ook grote trucks hebben. En daarbij gelooft Älteste Lepke dat vele oud-kolonische families van de Cuauhtémoc-gegend op de kwellenkolonie en optrekken worden. Dat passiert aber nicht zoals Älteste Lepke zich dat voorgesteld had. En dat weer schijnbaar de hoofdoorzaak waarin hij met woord van de oud-kolonische families al bijna 2 jaar terug naar Saskatchewan trok. En wenige jaren trokken de meeste oud-kolonische families van de kwellenkolonie terug naar Canada. Ik weet nog goed dat vele lied van de Manitoba-kolonie bij Cuauhtémoc, Chihuahua, te uitroeps voeren, want van de kwellenkolonie, oud-kolonieën die terug naar Canada oder Saskatchewan trekken willen, zaken die uitroeps verkochten. Besonders werden de lied op de Manitoba-kolonie interessiert an deze lied goede Holstein Maltje. Van de wenige oud-kolonische families die niet terug naar Canada trekken willen, trokken aantal families naar Nuevo Ideal Durango. Dan daar woonden meer van verwonten die ook mal in de 1920 jaren van de Hague-Osler-gegend naar Mexico getrokken werden. Die Wieben Jacob, die 1947 einer von der Saskatchewan oud-kolonieën Delegaten war, als oud-kolonieën en kleingemeenten van Manitoba en Mexico toch vrijheden uitwerkten en Siedlungsland kauften, die trok met zijn moeder en zesde top ook naar Nuevo Ideal Durango. Wilhelm Wieben, Jacob Wiebe zijn broeder en Prediger Heinrich K. Bergens, Jacob Wiebe zijn zesde, trokken ook naar Durango. En dan trokken nog 3 Wallenbrüder, Bernhard, Heinrich en Johann Wahl, ook naar Durango. En nog andere families. Bernhard Wahl trok later naar Zacatecas. Daar werd hij als prediger gewählt. Aber wils die 3 Wallenbrüder Einwanderungspapieren in Mexico scheinbar nicht fertig waren, trokken alle 3 Brüder naar Belize. In Belize werd Bernhard Wahl bij beiden Krieg als ältester gewählt. Van daar trok Älteste Wahl met zijn familie en aantal andere families naar Paraguay. Wils deze families daar in Paraguay Einwanderungspapieren nicht fertig machen konnten, trokken sie meist alle naar Ontario. Bernhard Wallen wonen nu in Nova Scotia, Canada. Prediger Heinrich K. Bergens, Heinrich, is vele van ons lied bekannt als de Kanadische papierenmerker. Bergen Mjuk en Durango lang immer voor vele Mennoniten Kanadische papieren. En nu deed hij deze arbeid in Zuid-Ontario. Wat van deze oud-kolonische families blijven op de kwellenkolonie wonen. Die gingen door entweder even naar de kleingemeente oder naar de zomervelden. Dat land wat de oud-kolonieën op de kwellenkolonie gekauft hadden, dat kauften, als zij vandoor wegtrokken, meestens de zomervelderfamilies van de Santa Clara kolonie. Van daar zijn de 250 dorpen op de kwellenkolonie als zomervelderdorpen bekend. De wenigste van ons weten dat nog, dat de 250 dorpen op de kwellenkolonie mal van oud-kolonieën gerund worden zijn. En nu willen we ons een beetje vertalen van de kleingemeente en de 300 dorpen op de kwellenkolonie, die ook mal 1948-49 daar ansiedelten. Ik weet niet krijgt wat alles oorzaken daarvoor waren, dat eine groep kleingemeente families van Manitoba, Canada naar Chihuahua, Mexico trokken. Bij mijn eltern en Bloemenwood kwamen van aanvang aan veel van de kwellenkolonie kleingemeente en ook veel oud-kolonieën. Den Delegaten werden met onze vader goed bekend geworden en daardoor kwamen vele van die nieuwe Einwanderer naar ons. Die kwamen ook, wanneer ze mal naar Cuauhtémoc fahren moesten, veelmals bij ons aan, om an unserem kleinen Buchhandel en Dreckergeschäft ihre Geschäften zu verrichten. Als ich dann 1950 in Bloemenwood Schullehrer geworden war,
Dann kam, ich glaube, dat wir 1951, eine Gruppe von 4 Kleingemeindliche Schullehrers meine Schule besuchen. Von diesen Schullehrers lehrte ich, dass eine von den Ursachen, wo wir in die Kleingemeinde nach Mexiko getroffen wären, wäre, dass sie für ihre Kinder eigene deutsche Schulen haben wollen. Im Bett Lothar sieht mir mal einer von meinen kleingemeindlichen Freunden, eigene deutsche Schulen haben zu können, dass wir wohl eine von den Ursachen, wo wir in Kleingemeinde nach Mexiko getroffen wären. Aber das wir nicht alles. Dat Kleingemeinde in Kanada in den letzten Jahren hatten mit einer Bibelschule und mit Missionsarbeit angefangen. Dort wären auch Ursachen gewesen für ihre Uitwanderung. Und dat kleingemeindliche Gemeinden sich in Kanada anfangen, als eine Konferenz zu organisieren, dort hat auch damit zu tun gehabt, dass ihre Gruppe wir nach Mexiko getroffen. Wieder will ich hier nu noch nicht viel vertalen von den Kleingemeinden nach Mexiko tragen und von ihren Ansichten ändern in Mexiko. Wir wollen aber, wenn wir nur dann einkommen mit dem von Yermo Durango-Siedlung zu vertalen, noch mehr von Kleingemeinden vertalen. Aber ehe wir uns weiter mehr von der mennonitischen Yermo-Siedlung vertalen, müssen wir uns auch noch Wort vertalen von dem mennonitischen Zentralkomitee, dem MCC. Ich will hier auch nicht viel von dem MCC vertalen, da das hier vielleicht nicht die passende steht dafür. Aber ich will hier nu ganz kurz gefort Wort davon vertalen. Und dann lohnt er vielleicht noch mal mehr. Das mennonitische Zentralkomitee, das MCC, entstand mal nach dem Ersten Weltkrieg, als dort an der Revolutionszeit in Russland eine große Hungersnot gab. Sehr viele Menschen hungerten in Russland und auch sehr viele Mennoniten. Die mennonitische Gemeindenleiter von vielen verschiedenen mennonitischen Gemeinden in Nordamerika kamen taub, um einen Weg zu sehen, wo die Mennoniten in Amerika die Mennoniten in Russland behilflich sein können in ihrer schwierigen Lehre. Diese Leiter wurden sich einig, Mennonite Central Komitee zu gründen. Bald wird das Komitee aus dem MCC bekannt. Alle mennonitische Gemeinden in Nordamerika wurden davon informiert und auch kurz angesprochen, durch das MCC in Russland die Hungersnot lindern zu helfen. Wir müssen hier aufbrechen für das Mal. Nächstes Mal vertellen wir erst noch ein bisschen mehr von wo das MCC in der Russland Hungersnot mithält. Und dann fangen wir an, Wort davon zu vertellen, was an dem amischen Nachrichtenblatt, dem Budget 1953 und 1954 berichtet worden ist, von wo das MCC die Mennoniten wie Cuauhtémoc, Chihuahua halt, und wo das dahin führt, dass die Amische aus den Vereinigten Staaten in Kanada die Yermo-Lied Geld liehen, um ihr Land zu kaufen. Was nächstes Mal? Ich sehe George Rampel.